Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare-Video. Und zwar nehme ich mal, ich habe ja 2 Videos zu Eric Dier rausgebracht. Einmal, wo es bekannt war, und dann gab es ja noch diese kurze Pressekonferenz. Und ich beantworte jetzt einfach mal eure Kommentare aus den beiden Videos. Ja, weil ich einfach schreibfaul bin. Also, gehen wir rein. Fangen wir an mit dem Video zu der Neuverpflichtung. Melmonik. Finde die Verpflichtung von dir gut, gibt dem Trainer mehr Optionen hinten. Bin gespannt, ob er dann auch seine Einsätze bei Tuchel bekommt. Ich hoffe aber vor allem, wir sehen in der Rückrunde De Ligt öfter in der Startelf. Er wäre eigentlich der ideale Abwehrchef. Ja, habe ich ja auch schon mehrfach gesagt. Für mich wäre De Ligt der Innenverteidiger, der gesetzt wäre. Eben auch im Hinblick darauf, dass ich ihn das am meisten zutraue, Abwehrchefmäßig. Leider sieht Tuchel das wohl komplett anders, was sehr schade ist. Und sehr wahrscheinlich müssen wir uns mit dem De Ligt-Abgang im Sommer beschäftigen, wenn Tuchel weiterhin Trainer bleibt, was sehr schade ist. Aber so sieht es leider aktuell aus. Aber mal abwarten, bis dahin ist ja noch ein bisschen. Ansonsten, ja, ich bin auch gespannt, inwieweit Eric Dier da zum Einsatz kommt. Aber er gibt uns die Option 3er-5er-Kette, bin ich mal sehr gespannt. Dann Rahm, ich finde das auch einen guten Transfer. Freund und TT haben sich bestimmt Harrys Einschätzung über ihn eingeholt und Dier möchte Titel gewinnen. Wenn Harry denken würde, dass Dier nicht das Niveau hat, uns in Notsituationen zu helfen, hätte er das den beiden auch so gesagt. Finanziell meiner Meinung nach eine Top-Nummer von Freund. Ja, weiß ich nicht, ob man das so gesagt hätte, wenn es der Kumpel ist. Ja, na klar sagt man das dann, aber nochmal. Der Airbag ist englischer Nationalspieler und hat bis zum Anfang der Saison absolut unumstrittener Stammspieler bei Tottenham gewesen. Also gibt auch keinerlei Zweifel, dass er die Qualität hat, zumindest als Ersatzmann da zu fungieren. Ne? Ob es für mehr erreichen wird, wird man sehen. Aber ja, das steht ja außer Frage, dass er die Qualität dafür hat. ATP scheint mir ein mega sympathischer Typ zu sein. Glaube, die Erfahrung könnte bei uns in der Verteidigung schon von Vorteil sein. Benötigt immer eine gute Kombi aus Talent und Erfahrung. Talent haben wir zur Genüge. Ja, auch das kommt dazu. Ja, er ist super erfahren. Ja. Chris, als Backup und Alternative ein guter Transfer. Für das Geld kann man nicht viel falsch machen. Was wichtig sein kann, dass Heavy nun einen Buddy hat, der ihn unterstützt. Er soll ziemlich langsam sein, aber mal abwarten. Hatte ihn so noch nie auf dem Schirm. Die Medien in England wundern sich ja mächtig. Bin gespannt, ob und wie Tuchel ihn einsetzt. Cheers. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn wir mit einer 3er-5er-Kette spielen, musst du jetzt auch nicht der super Schnelle sein, wenn du der zentrale Mann bist. Ja, aber das kommt auch immer auf die Taktik drauf an, wie man spielen lassen möchte. Und am Ende des Tages ist Geschwindigkeit nicht alles. Sieht man bei Fonsi, sieht man aber auch bei, nehmt zum Beispiel Xabi Alonso damals, ja, als defensiver Mittelfeldspieler. War auch kein Sprintwunder, hat aber, ja, es war nie eine Schwäche, dass er so langsam ist, weil das einfach durch Stellungsspiel, Auge, Erfahrung einfach, kam gar nicht auf, ne, dass das ein Problem sein könnte. Also von daher, ja, immer mal locker bleiben. Klar, der Fußball wird immer schneller. Gerade gegen uns ist die Taktik meistens so, bam, schnell nach vorne, Konter fahren. Aber immer mal abwarten. Ne? Lass uns den Spieler mal anschauen. Ich bin da auch guter Dinge. Einfach mal abwarten. Wir werden es sehen. Tobi, kann man mal machen. Er war jetzt nicht die große Nummer in seinen vorigen Verein, aber auch kein Flop. Er ist nicht die große Nummer in seinen vorigen Verein. Also, er hat 2 Jahre Benfica oder Sporting, weiß ich gar nicht. Und dann nur Tottenham 10 Jahre oder sowas. Also, und ist da englischer Nationalspieler geworden. Also ist es jetzt nicht eine Nulpe, wa? Ich denke, er wird uns genau das geben, wofür wir ihn auch verpflichtet haben. Er ist ein guter Spieler für die Breite des Kaders und dazu noch ein Spieler mit sehr viel Erfahrung. Ja, das denke ich halt auch.
Man ist mit dem Transfer so gut wie keine Risiken eingegangen. Er kostet nur 4 Millionen, wird bestimmt nicht so viel Spielzeit abbekommen, was aber von Anfang an klar war. Der Weg geholt, damit wir eine Option mehr haben. Wir wissen ja, dass Min-Jae beim Asia Cup ist. Er wird mit Sicherheit auch wissen, dass alle 3 IVs auch mehr Einsatzzeit bekommen werden. Ich finde, wir haben da einen soliden Mann geholt, der uns in Notsituationen bestimmt aushelfen kann. Er ist zwar ein bisschen langsamer, aber man sieht es ja an Hummels. Schnelligkeit ist nicht immer alles. Ich wünsche ihm einen guten Einstand und viel Erfolg. Let's go, Erik. Willkommen im Club. Mir Samir. Ja, Hummels ist da auch ein ganz gutes Beispiel. Aber da gibt es ja auch noch den einen oder anderen. Also, die Geschwindigkeit ist mit Sicherheit nicht alles. Ja. Hängt halt immer wirklich davon ab, wie man taktisch spielt halt auch. Banja, vorab, für mich ist er eine Verstärkung, alleine numerisch. Man hat nun mehr Möglichkeiten im Training. Und letzte Saison war er gut genug für 33 Einsätze und besser als Leimer ist er rechts allemal, passt schon. Man kann nicht nur Superstars holen, schon gar nicht im Winter. Tuchel sieht ihn mehr als IV, dann brauchen wir noch einen RV und alles ist okay. Ja, als Rechtsverteidiger ist er mit Sicherheit keine Option. Wie gesagt, das letzte Mal hat er vor 8 Jahren Rechtsverteidiger gespielt. Also glaube ich auch nicht, dass das irgendwie eine valide Option ist. Ja, es hört sich immer alles so ein bisschen negativ an, nicht, finde ich so, weißt du? Und letzte Saison war er gut genug für 33 Einsätze. Nochmal, der Mensch ist englischer Nationalverteidiger gewesen. Also, ja, und klar, ja, die Saison hat er nicht viel gespielt, war neuer Trainer und so weiter. Sehen wir bei uns dasselbe Spielchen mit De Ligt. Passt dann halt nicht in das Konzept. Der neue Trainer spielt mehr Viererkette und so weiter. Ja, dann ist das halt so. Aber klar, wir müssen ihn jetzt nicht irgendwie unendlich stark reden, den Spieler, aber wir müssen ihn jetzt auch nicht irgendwie als Durchschnittsspieler dahinstellen. Also wenn man ein englischer Nationalverteidiger ist, dann wird man schon ein bisschen über Durchschnitt sein, denke ich. Papi, ein flexibler Spieler mit Erfahrung. Jawohl. Jared Berger, ich glaube, der wird uns positiv überraschen und wie du es sagst, als Engländer ein Plus für Kane und er spielt gerne Golf. Da wird sich der Thomas aufreuen. Ja, können sie eine Golfgemeinschaft machen. Triple Eric Dyer ist ein guter Transfer, wenn man mal auf den ganzen Wintertransfermarkt schaut. Dyer ist aufgrund seiner fußballerischen Ausbildung bei Sporting Lissabon stark am Ball und in der Spieleröffnung. Klar ist aber auch, er ist kein Sprinter und ihm fehlt Spielrhythmus. Und gar kein finanzielles Risiko wäre trotzdem cool, wenn es noch mit Nordi Mukele als RV klappen würde. Ja, ich gehe fest davon aus, dass auf jeden Fall ein RV kommen wird. Ob's Mukele wird, I don't know, das liegt ja wieder an Paris. Der Spieler möchte ja, wie man so hört. Mal abwarten. Bin mal gespannt, wie Dyer integriert wird. Sollte er wie vor einem Jahr ein Daily Blind auch in einem Fannerspiel eingesetzt werden, könnte ich mir gut vorstellen, dass es einem Kane nicht gefallen würde. Wissen dann hätte Tuchel verdammt schlechte Karten, wenn dieser auf der Bank versauern würde. Erfahrener und guter Spieler, okay, aber De Ligt wäre jemand für die Zukunft und für mich ein Tritt in den Hintern. 4 IVs und keine Alternative zu rechts, RV oder links, klares Zeichen gegen De Ligt, obwohl er für mich ein Mentalmonster ist. Rettung auf der Linie und danach geballte Forst. Lieber Kim oder Opa gesehen, sorry, ich lasse mich überraschen und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße, Gruß Ben. Doch, hat man bei Opa auch schon mal gesehen. Jetzt nicht so die Faust, aber schon so energisches Abklatschen, gerade auch mit De Ligt oder auch mal mit Neuer. Aber ja, wir müssen nicht über die Rolle von De Ligt reden. Er wäre der ideale Abwehrchef, wenn er das Vertrauen kriegen würde, was er braucht. Ja, und den Rückhalt vom Trainer. Aber das war ja schon vor der Saison abzusehen mit der Verpflichtung von Min-Jae. Also keine Ahnung, Tuchel, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, so jeder Trainer hat so Spieler, die er nicht mag und die er mag. I don't know. Ist halt so. Und ja, na klar, brauchen wir noch einen Rechtsverteidiger. Das sollte klar sein. Ja. Und ansonsten lassen wir uns überraschen, wie du sagst. Also, wie gesagt, Tuchel hat es ja selber angesprochen in der PK, dass ihm Dyer auch die Möglichkeit zur Dreierkette gibt, beziehungsweise Fünferkette, dass da jetzt ein Harry Kane irgendwie sauer ist, wenn der Erik nur Ergänzungsspieler ist. Ich denke, dafür wird er geholt. Das glaube ich nicht. Und Kimmich kann natürlich einen Rechtsverteidiger spielen, ja. Linksverteidiger hast du Kretzig und Guerrero, so sieht's aus. Wo Kretzig ja noch im Raum steht, dass er verdienen wird. Aber dann hast du trotzdem noch einen Guerrero. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, Mats Raui kommt ja auch noch zurück. Ja. Also von daher. Aber ja, ich gehe mit. Wenn wir noch einen starken Rechtsverteidiger kriegen, auf jeden Fall. Ne?
Eumer Karl, ist doch geil. Günstiger Transfer, wird nicht motzen. Potenziell ein guter Typ. Schaut blind. Spielt 1990 Spiele bei Girona und die sind Zweiter in der Liga mit ihm. Also die Qualität war da und die hat Dyer auch. Die Problematik mit Tuchel und den jungen Spielern, ja, passt nicht zur sportlichen Abteilung. Würde passen, wenn das Konzept ist, fertige Spieler zu kaufen. Würde Tuchel gerne sehen, wenn er irgendwo länger bleibt, aber alles spricht gegen ihn und viel für Freund. Ja, ich denke, das Thema habe ich im Stream schon mehr als deutlich mal durchgesprochen mit euch. Dass das nicht ganz, ich weiß in 2, 3 Sätzen jetzt hier, dass es nicht ganz zusammenpasst, dass die Strategie gerade vom Verein und der Trainer im Hinblick, was das Talente entwickeln und das Vertrauen in Talente anbelangt. Vielleicht täuscht das aber auch nur, das wird die Rückrunde jetzt zeigen, ob Tuchel ein bisschen mehr jetzt auch ein Tell und ein Pavlovic einsetzen wird. Ein Kretzig hält er anscheinend nicht für gut genug. Deswegen steht da eine Leihe im Raum. Ich bin sehr gespannt. Ins Trainingslager sind ja auch viele junge Talente mitgegangen. Wir werden sehen, inwieweit Tuchel sich da ein bisschen ändert. Sollte er das nicht tun, was völlig legitim ist, ja, jeder Trainer hat halt andere Vorstellungen so, dann ist das völlig okay. Da wird man sich am Ende der Saison trennen, unabhängig von Titel oder Nicht-Titel. Ja. Wenn der Verein eine Strategie fahren möchte, dass er halt auch wieder 2, 3 Spieler aus der eigenen Jugend im Team hat und dass man den Kader halt auch mal mit 1, 2 Jugendspielern in die Breite verstärken kann, anstatt da, ja, keine Ahnung, irgendwelche anderen Spieler auf der Bank sitzen zu haben. Und dass dann ein Trainer da ist, der das nicht so geil findet, der da keinen Bock drauf hat, so die jungen Spieler zu entwickeln oder ihm das zu unsicher ist, weil ja junge Spieler werden Leistungsschwankungen haben, junge Spieler brauchen Zeit und so weiter. Das steht ja außer Frage. Und wenn ihm das dann zu risky ist bei so einem Club, kann man das verstehen, ne? Aber dann wird man sich am Ende der Saison trennen müssen. Ja. Aber mal abwarten. Ich bin sehr gespannt auf die Rückrunde. Ich habe schon das Gefühl, dass Tuchel da, wodurch jetzt auch immer, ja, ob vielleicht da schon ein Gespräch stattgefunden hat, dass der Verein da ein bisschen andere Ansichten hat. Ich bin sehr gespannt, ob Tuchel da in der Rückrunde sich ein bisschen ändern wird und da mal öfter dann die Jungs auch mal reinwirft. Seine Aussagen zu Tell, die ich jetzt wieder gehört habe, da aus dem englischen Interview, war natürlich wieder eine absolute Frechheit, aber anderes Thema. Ingo, man sollte ihn erst einmal ankommen lassen und in Ruhe seinen Job ausführen lassen. Am Ende wird man sehen, was der Transfer gebracht hat. Erstmal Füße stillhalten. Ja, sehe ich genauso. Also wie gesagt, er ist ein super erfahrener Spieler und kein finanzielles Risiko und hat auch nur ein halbes Jahr Vertrag, nur der Leihvertrag. Ja, mit irgendeiner komischen Option, wo wir alle nicht wissen, was da jetzt genau Phase ist. Also, von daher alles gut. Casa, ich halte die Dyer für einen sehr guten Transfer, der Defensive mehr Tiefe verleiht. Außerdem halte ich es für respektvoll, wenn man behauptet, die Bayern würden Millionen ausgeben, nur um einen Bankwärmer zu haben. Er wird der Mannschaft hoffentlich gut tun. Scheint ja ein ganz vernünftiger Typ zu sein und er passt perfekt ins Beuteschema von Tuchel. Ja, das kommt noch dazu. Das ist ein erfahrener Spieler. Ja, der sollte ins Beuteschema von Tuchel passen. Banja, glaube mit einer Option, um ein Jahr zu verlängern. Ja, genau, so ein Ding. Aber jetzt auf welcher Seite? Auf unserer Seite? Auf der Spielerseite? Abhängig von irgendwelchen Einsätzen? Schwierig. Blickt keiner durch. Sinnvoller Transfer, FC Bayern Fan Forever. Denke ich auch. Vorsicker für die beste Wahl für die IV. Maximal 3,5 Millionen Ablöse und man muss ja bedenken, dass er nicht als Stammspieler geholt wurde, sondern um den Kader mehr Breite zu verpassen. Ja, ganz genau. Gerald Berger, du hast es auf den Punkt gebracht. Der Spieler weiß, in was er sich einlässt. Er weiß, dass er nicht unbedingt einen Stammplatz hat und er wird dementsprechend auch nicht enttäuscht sein, wenn er nicht so oft spielt. Und auf der anderen Seite wird er sich reinhauen, sobald er auf dem Platz ist, weil er die Möglichkeit hat, ein Jahr mehr in einem Club zu spielen, wo man was gewinnen kann. Jo. Gestirnatom. Ich frage mich, warum viele Fans lieber einen Spieler gehabt hätten, der bisher null nachzuweisen hat. Top-Transfer und mal schauen, vielleicht werden sich noch alle wundern und er performt top. Ja, ich verstehe es auch nicht, warum man da jetzt Dragusin hieß er oder was. Ich meine, wir wissen das eh nicht, ob wir da jetzt dran waren. Aus Freundsicht könnte ich mir schon vorstellen, dass er da dran war. Aus Tuchel-Sicht hätte er wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hätte gesagt, tu mir das bitte nicht an. Also
was soll ein 21-jähriger Innenverteidiger bei uns? Der hockt halt nur auf der Bank. Ja, wir brauchen halt einen Innenverteidiger in die Breite, ja, und dann ist es doch super, wenn du einen erfahrenen Mann hast, der, wenn es dann drauf ankommt, halt auch da ist. Ne? Ja, The Rucker. Ich habe Dyer noch nie bewusst spielen sehen, kann dazu nichts sagen, aber ich glaube wirklich nicht, dass Tuchel keine jungen Spieler mag. Er macht aber keinen Sinn, einen 21-jährigen mittelmäßigen Spieler zu kaufen, der die Qualität nicht oder nicht bringt. Dann doch lieber einen erfahrenen Spieler, der auch zwischenmenschlich dem Team helfen kann. Bin gespannt, ob noch 1 bis 2 Spieler kommen, denn das wäre nötig, um das Versagen im Sommer auszugleichen. Bin mir auch gar nicht sicher, ob es einen richtigen RV sein soll. Wenn man sich das Spielermaterial anschaut, ist die Verteidigung eigentlich perfekt für eine Dreierkette. Nur da müsste Kimmich als RM spielen oder ein neuer Spieler kommen. Ja, was heißt Dreierkette? Meistens ist die Dreierkette ja dann eine Fünferkette. Es wird dann immer als Dreierkette verkauft, ja. Aber du spielst ja dann, wie unter dem Nagelsmann auch, du spielst ja trotzdem dann mit 2 Außenverteidigern. Nur die stehen halt extrem weiter vorne. Ja, und gehen dann vielleicht auch mal regelmäßiger bis zur Grundlinie, weil sie nicht unbedingt immer dann bei jedem Ballverlust oder sonst was direkt nach hinten feuern müssen. Ne? Aber meistens ist es ja trotzdem eine Fünferkette. Wir sagen ja nicht dann, wir haben dann eine Dreierkette und spielen dann, keine Ahnung, mit 2 Sechsern, 2 Achtern und keine Außenverteidiger. Also das passiert ja auch nicht. Ne? Also von daher, die Dreierkette ist eigentlich eher eine Fünferkette meistens. Ne? Aber dann, damit gleichst du halt Defensivschwächen auf Außen ein bisschen aus. Ja? Dann kann so ein Fonsi halt sich mal eher wieder, ich meine, er hat sowieso Defensivschwächen, aber auch so ein Mukiele, der ja hier in der Verlosung ist und so weiter, das sind jetzt auch alles keine Defensivmonster. Das sind ja auch alles eher Leute, die Vollgas nach vorne können und so, ne? Mal abwarten. Wird interessant zu sehen sein, ob Tuchel das probiert oder nicht probiert. Ich bin sehr gespannt. Und auch, wie es dann ankommt in der Mannschaft, ne? Schauen wir mal. Aber es würde natürlich auch mehr Stabilität geben, wenn wir dann, keine Ahnung, mit einer Dreierkette, also oder Fünferkette spielen, ist die Frage, wie spielen wir dann im Zentralmittelfeld? Also das wird dann auch noch eine interessante Geschichte werden. Mal schauen. Ja, und natürlich ist er kein RV, ne? Also, habe ich ja gerade schon gesagt, das letzte Mal rechter Verteidiger vor 8 Jahren gespielt. Also, nee. Innenverteidiger, dafür ist er geholt worden, kann mit Sicherheit, klar, in der Not kann er da mal spielen, das können viele Spieler. Und natürlich könnte er in der Not auch ins defensive Mittelfeld, aber ich denke, in erster Linie wird er als Innenverteidiger geholt sein und wahrscheinlich in erster Linie dafür, wenn wir halt mal echt Dreier- oder Fünferkette spielen wollen. Klar, wenn mal einer ausfällt oder sowas, aber in der Viererkette ist er ja anscheinend, ohne es wirklich zu wissen, ein bisschen zu langsam für. I don't know. Werden wir sehen. Wir werden sehen, was er an Einsatzzeiten bekommt und dann können wir ihn ein bisschen beurteilen, denke ich. CB, ein super Transfer, der die Abwehr auf jeden Fall stärken wird. Hat international sehr viel Erfahrung. Warum sollte er auch nicht spielen sollen? Hätte ich nichts gegen, kommt sehr sympathisch vor. Ja. Vertrag bis Sommer als Laie mit Option für ein weiteres Jahr. Ja, wer hat die Option? Das ist mir immer noch nicht klar. Weißt du? Ja, Vorsicker, dasselbe. Nochmal, wer hat diese Option? Haben wir als Verein diese Option? Hat der Spieler diese Option? Hat Tottenham diese Option? Das ist ja irgendwie eine ganz komische Konstellation, weil normalerweise ist es ja dann ablösefrei im Sommer. So. I don't know, ich weiß es nicht. Da wurde sich nicht wirklich zu geäußert. Dyer ist bis zum Sommer geliehen mit Option für 1 Jahr Kauf. Ja, aber wenn er bis Sommer geliehen ist und der Vertrag im Sommer ausläuft in Tottenham, warum sollen wir ihn dann von Tottenham kaufen? Verstehst du? Deswegen sag ich ja, mir ist das gerade nicht ganz klar. Heavy Metal Piles. I don't know. Oder es ist so, wir zahlen jetzt gar nichts und zahlen diese 3 oder 4 Millionen erst im Sommer, wenn wir ihnen dann noch ein Jahr geben sollten, oder was? Dann könnte ich es nachvollziehen. Ansonsten verstehe ich es gerade nicht ganz.
Weil wenn wir jetzt eine Leihgebühr zahlen von 3 Millionen, der Vertrag in Tottenham halt ausläuft, ja. Ne? Bild. Hobby. Alicia. Ist schon okay. Harry braucht doch eine Nanny für die Kids. Ja, ich glaube, da ist er der Verkehrte für. Denken wir uns an. Dyer ist als Rotationsspieler top. Erfahren, flexibel und Mut nicht sollte er nicht spielen. Außerdem nur finanzielles Risiko. Help Nickname. Yes. Herbert, rot-weiße Grüße. Jo. Christian, Nekai ist ausgeliehen mit Kaufoption bis 25. Kostet bis jetzt nichts außer Gehalt. Ah, okay, also so wie ich es gerade gesagt habe. Das heißt, sollten wir ihn dann ein Jahr nehmen, dann müssen wir ihn kaufen, obwohl trotzdem der Vertrag schon gar nicht mehr existiert in Tottenham. Ist trotzdem ein wilder Take, oder? Aber ist ja auch Wurst. Ich denke, finanziell ist es für uns kein Risiko. Bricks im Kauf, nachvollziehbar, Verstärkung, kein Plan. Beim anderen Transfer haben sie es ja wieder verkackt, hab aber leider den Namen vergessen. Waren wieder zu langsam, aber wie du sagst, hätte für den Spieler keinen Sinn gemacht. Danke, Herr Tuchel aus M. Ja, keine Ahnung, ich hab den Dragosin vorher auch noch nie gehört. Ich weiß nicht, was der kann, was der nicht kann. Also, weiß ich nicht, ob man das verpennt hat. Also, I don't know, wir haben 3 sehr starke Innenverteidiger. Ja, was willst du mit dem 4.? Weiß ich nicht, ob man davon verpennt reden kann. Oder von zu langsam. I don't know. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, ob das überhaupt stimmt, dass wir da dran waren oder was. Oder ob man da einfach ein bisschen Druck auf Tottenham ausüben wollte oder keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Blind 2.0. Ja, wir werden sehen, GB, ne? Vielleicht bekommt er ja ein bisschen mehr Spielzeit. Bin gespannt. Chico, 9 Jahre Stammspieler in der besten Liga der Welt. Perfekte Lösung, auch in Bezug mit Joseph Stani. Sympathisch muss er sein, wenn er mit Harry Kane befreundet ist. Für Mannschaften zwischen 8 bis 18 sollte es definitiv reichen. Macht Sinn. Ja. Gerard Berger, nur Risiko, nur 1 Jahr Vertrag plus 1 Jahr Option, keine Ablöse. Wir brauchen ihn jetzt und sofort. Erfahrung hat er auch. Und wenn es nicht klappt, ist er im Sommer wieder weg. Ganz genau. Und nicht wie ein Saar, der schon jahrelang die Bank drückt und nur am Ende des Monats auf Gehalt wartet. Ja, das denke ich doch auch. Tiny, man hört raus, du kannst Tuchel gar nicht leihen. Schade eigentlich. Nö, wenn du das raushörst, hörst du das falsch raus. User, bla. Nachtrag, nachvollziehbar und gut, aber nicht nur als IV, sonst macht dieser Transfer für mich kaum Sinn. Gruß Ben. Ja, nochmal. Also Tuchel hat es ja gesagt, 3er-5er-Kette, dann macht der Transfer auch nur als IV Sinn. Also RV, denke ich, können wir ausschließen bei ihm. Ja. Wenn man schon sagt, er ist für die Innenverteidigung in der Viererkette zu langsam, dann ist er als rechter Verteidiger ist echt so, er ist recht zu langsam. Ja, auch da ist Geschwindigkeit nicht alles. Aber hat er auch seit 8 Jahren nicht gespielt. Also wird man sich da dann auch keinen Gefallen tun wahrscheinlich. Aber mal abwarten. Also er selber hat ja gesagt, ihm ist es Wurst, er spielt überall. Also von daher mal gucken. Dumbo Jumbo, ich hoffe, da kommt noch was. Ja, in der Innenverteidigung wird ja nichts mehr kommen, ne? Ich denke, das können wir festhalten. Gut, dann nochmal die Kommentare hinterher zu der doch sehr kurzen Vorstellungspicker. Aber erst muss ich einen Schluck trinken. Christian W. Eric Dyer ist ein cooler Typ. Ich freue mich total auf ihn. Ich hoffe, er darf auch spielen. Ich freue mich auch auf ihn. Und ja, ich bin gespannt, ob er seine Einsätze bekommt. Aber ich denke schon, weil ich auch glaube, dass eine 3er- bzw. 5er-Kette in manchen Spielen, gerade in der Bundesliga, echt ein guter Stepper sein kann. Frank Lampard, hallo, wenn ich Herr Tuchel höre, ist FCB Trainingsweltmeister. Überraschend finde ich, dass Herr Tuchel zu Hause nichts zu trinken hat und Eric nicht mal ein Glas bekommt. Ich wünsche Eric alles Gute in München. Gruß Frank. PS, es scheint, er hat die Scheffler am Marienplatz schon gesehen. Karussell und Tanz und im September kommt das Oktoberfest dazu. Was ist das denn für ein Take hier mit deinem Glas Wasser? Was ist da los? Hat er das gesagt oder was? Hab ich das nicht mitgekriegt? Sehr wild. Banja,
Kann ein guter Transfer werden. Mit 29 ist er erfahren genug, Champions League und Liga erfahren und kostet uns fast nichts und er wirkt sympathisch und was man so im Training gesehen hat, ist er fit. Ja. Triple, guter Typ und könnte für eine große Überraschung sorgen mit seinen Fähigkeiten. Ja. Ich denke halt auch, ja, auch im Training vielleicht, ne? Darf man halt auch nicht immer so unterschätzen. Ich denke, da kann er auch den einen oder anderen mit Sicherheit noch mal ein bisschen was mitgeben mit seiner Erfahrung. Chris, bin auch gespannt. Da Tuchel ihn gewollt hat, wird er auch spielen. Bin dann mal gespannt, wer draußen bleibt. Ansonsten gut eine Alternative zu haben. Kenne ihn zu wenig, um ihn zu beurteilen. Mal abwarten, Cheers. Ja, ich kann ihn auch nicht beurteilen. Tue ich aber generell nicht. Wie gesagt, ich gucke relativ wenig andere Spiele außer den FC Bayern. Von daher nehme ich mir da auch nie im Vorfeld irgendwie raus, einen Spieler zu beurteilen. Deswegen abwarten, was er bei uns performt, und dann können wir ihn beurteilen. Der Hardcore-Zocker. Denk auch, er wird eine positive Überraschung. Er macht definitiv einen super Eindruck. Und er ist sehr sympathisch. Wenn jetzt noch Mukiele kommen sollte, passt das definitiv. Schau dir Blind bei Girona an. Die haben unseren Trainern schon gute Spieler geliefert. Sie wurden nun nicht gut genutzt. Ja, also das Danny Blind, ich habe es auch nicht ganz verstanden, leider, dass man ihn hat ziehen lassen. Aber wahrscheinlich, oder vielleicht wollte er auch einfach ein bisschen mehr Spielzeit haben. Ich weiß es nicht. Oder man hatte halt vielleicht auch die Hoffnung, Buchmann ranzuführen, der aber leider dann das komplette Jahr verletzt ist. Keine Ahnung, steckt man nicht drinnen, ne? Aber dass ein Blind die Qualitäten hatte letztes Jahr, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber letztes Jahr war jetzt auch nicht. Keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass es unbedingt an Opa und De Ligt lag. Dass wir nicht so gut performt haben. FC Bayern-Fan forever, Eric ist ein sympathischer Typ. Bringt nur nichts bei groben Abwehrfehlern. Ja, aber die hat er bei uns ja noch nicht gemacht. Das warten wir doch mal ab. Netbook für ein Eric Dyer ist ein ganz anderer Typ Mensch, ein Spieler, als dann Blind und sein Auftreten wirkt sympathisch und anders. Jetzt geht aufwärts. Mir ist an mir. Hobby, servus Eric, servus. Ich hoffe auch auf eine Dreierkette und dass es angenommen wird. Netbook-Fan. Ja, vielleicht nicht in jedem Spiel, logisch, ja, aber man sollte schon in der heutigen Zeit, finde ich auch, so flexibel sein, dass man, ja, wenn es halt mit der Geschichte nicht geht, jederzeit umstellen kann. Ob es jetzt von Dreier auf Vierer ist oder von Vierer auf Dreier, das sollte schon möglich sein. Diese Option sollte man haben und die haben wir in der Hinrunde einfach nicht gehabt. Das muss man fairerweise sagen. Erstens, weil eigentlich fast durchgehend immer nur 2 Innenverteidiger da waren. Ne? Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Ja, klar, hättest du vielleicht noch Goretzka mittig ausprobieren können oder sowas. Aber ja, so hast du dann, auch wenn Minjay wieder da ist, 4 Innenverteidiger und kannst dann halt auch mal mit einer Dreierkette spielen. Ne? Und hast dann trotzdem noch einen auf der Bank. Ich denke, das ist eine gute Sache. Der Aufsichtsrat und Vorstand, als auch die Leute, die was zu sagen haben, scheinen Thomas Tuchel höchstwahrscheinlich ins Gewissen geredet, vielleicht sogar gedroht, dass es zu Ende geht, wenn er dabei bleibt und die Spieler schlecht redet. Ich glaube nicht gedroht oder so, das glaube ich nicht. Das sind alles erwachsene Menschen und ich glaube auch ein Tuchel oder anders. Ich denke, der Verein hat ja in den letzten Monaten ganz klar kommuniziert, was er erwartet. Ja, wie die Zukunftsplanung ist, auch mit einem Freund. Und da muss sich ein Tuchel halt drauf einlassen. Ansonsten ist er der verkehrte Trainer. Das ist ja auch dann auch gar nichts gegen ihn oder nochmal. Jeder Trainer hat andere Professionen, neben Otto Rehhagel oder sowas, der aber auch eher so ab 30, ja, da geht das Leben erst los. Mit den Spielern kann ich erst richtig was anfangen. So, das ist ja völlig legitim und völlig okay. Ne? Wir werden sehen. Also ein Tuchel muss sich halt darauf einlassen können. Auf junge Spieler. Zumindest wenn sie performen. Wenn sie natürlich nicht performen, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Aber zum Beispiel ein Tell hat super performt, Pavlovic hat jedes Mal super performt und die wurden dann schlecht geredet oder ignoriert.
Und ich denke, da wird man schon drüber gesprochen haben, dass man erwartet in Zukunft, was ja schon mehr als oft oder mehr als einmal öffentlich kommuniziert wurde, dass man in Zukunft halt wieder 1, 2, im besten Falle natürlich 3 Spieler, ja, aus der eigenen Jugend in der eigenen Mannschaft haben möchte, die auch Leistungsträger sind. Und dass man dann jedes Jahr 1, 2 Talente ranführen möchte und ja, dass man dann auf der Bank auch 1, 2 Talente sitzen hat und die auch dann ihre Spielzeit bekommen, wenn sie die Qualität dazu haben, ne? Und wenn dann der Trainer das alles nicht möchte, weil das nicht seine Art ist von Fußball oder von Mannschaftsgestaltung, wie auch immer, dann ist das völlig legitim, völlig okay und dann wird man sich am Ende der Saison trennen, ne? Eben aus diesen genannten Gründen. Ja. Vielleicht ein guter Ergänzungsspieler, so wie Bouna Sarr. Ja, komm, diesen Sarkasmus und Eric Dyer jetzt auf Niveau von Bouna Sarr zu stellen, finde ich schon sehr schwierig. Kasa, in England ist es übrigens nicht immer kalt, ganz im Gegenteil. England hat sogar ein recht mildes Klima. Okay. Bricks im Kopf. Denke auch, die haben mit Tuchel gesprochen. Ganz klar rauszuhören. Ich denke auch, dass da auf jeden Fall eine Talkrunde war, aber dass da jetzt eher irgendwie was so gesagt wurde, ja, du musst das jetzt so machen, sonst feuern wir dich oder so, das glaube ich halt auch nicht, ne? Das denkt man uns so. Samalu, naja, in der Winterpause bekommst du keine Weltklasse-Spieler, für die Bundesliga reicht es, alles andere muss man sehen. Du bekommst schon Weltklasse-Spieler, aber zu utopischen Preisen, würde ich sagen. Aber ja, die Chancen sind natürlich sehr schlecht, in der Winterpause gute Spieler zu kriegen. Weil der abgebende Verein ja auch wieder einen Ersatzspieler finden muss für den. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, wir kaufen jemanden, der uns verstärken soll, das heißt ja, der wird im anderen Verein sehr wahrscheinlich Leistungsträger sein und der Verein muss dann gucken, dass er wieder einen anderen Spieler kriegt, der Leistungsträger ist. Der Verein, wo sie den wieder wegkaufen, der muss auch wieder selber gucken. Und das ist ein Rattenschwanz, das kannst du halt in der Winterpause eigentlich so gut wie vergessen, ne? Aber ja, am Ende des Tages denke ich, aus meiner Sicht, ich habe es ja in dem Video schon gesagt, ein legitimer Transfer, ein guter Transfer, super erfahren. Gibt uns halt die Option zu einer Dreier- und Fünferkette als zentraler Mann, der da auch super viel Erfahrung hat und die anderen Innenverteidiger da auch leiten kann. Von daher bin ich sehr gespannt, ob das in den kommenden Spielen eine Option sein wird, dass wir eine Dreier-Fünferkette sehen. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, wohlweise Grüße gehen raus. Tschüssi.